Sicherheit auf unseren Straßen ist ein Thema, was zum Beispiel als Jungleute interessiert, oder nicht? 6 Leute aus dem Ulzig-Kanal haben sich 3 ganz verschiedene Kampagnen über Sicherheit auf unseren Straßen angeguckt. Die Idee ist, für Rasse von was besser bei ihnen auch könnt. Muss ich schockieren oder geht es durch, just auf die Gefahren auf der Straße hinzuweisen? Mehr als 600 Schüler 3 Kampagnen von der Sécurité routière gewesen. Bonjour madame, vous êtes bien la mère de Frédéric Rollin-Jacquet? Doren eng Lützeburg, eng Englisch und eng Französisch. Votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Die Lützeburg ist relativ harmlos, die Französisch echt brutal und realitätsgetreu und die Englisch ziemlich witzig. Wie ein Reklam markiert er am meisten? Ich finde es lieber mich subtil, wenn die Leute ein bisschen, ich weiß nicht, von da nicht direkt so lauter Blut oder lauter Verletzungen gewesen gehen. Mir denke, dass die größte Wirkung wahrscheinlich aber die zweite hat. Die bleibt dann am Kopf und du denkst dir noch direkt an Sécurité routière. Ich sage ihnen einfach, was geschieht, was Folgen sehen und das einfach, ich fand es am besten noch. Für mich die zweite, weil die war erstens mehr schockierend und den ersten und den dritten Video, die waren ein bisschen zu kurz und die sind irgendwie nicht für mich nicht trop auf das Sujet angegangen. Die war am schockantsten und meiner Meinung nach bleibt der auch am längsten am Gedächtnis. Der Tisch mit Schockwerbungen erregt den Anfang Leute am besten. Ich meine, die zweite Reklame ist wirklich immens gut gewesen, wie viele Leute mit involviert sind, wie viel Schuhe den du anrichten kannst. Die Leute können am Anfang nicht mehr zielen, an dem ich schockiert Bildmaterial weiß. Madame Medinger, ein paar Schüler aus unserer Klasse haben sich 3 verschiedene Sicherheitskampagnen angeguckt und sie sich praktisch alle eins, dass nicht mehr mit Schockwerbung die junge Haut kann erreichen. Sie der auch der Meinung? Wir merken, dass sie sich von der Augesprache fehlen, von Schockbildern. Also ich fand auch, dass andere Leute müssen mit der Bilder Gewisse kriegen. Mit vorher ob ihn das auch für sich hält. Von den etwas ganz Schlimmes gesagt, von du alles, jeder zermurkst an am Auto, angeklemmt, an Tod, an Blut, an Gescheiz. Das ist so schlimm, dass ihn das nicht für sich hält. Es hält ihn einfach nie an, dass so Sachen eng auch geschehen. Wenn ihn die Ausländer an die Lützeburgische Kampagne vergleicht, dann muss ich sagen, dass die Lützeburg aber schon ziemlich harmlos sind. Hu der als Sécurité routière aber auch schon darum gedacht, mehr brutal spotten oder Affichen zu weisen. Wir können heute leider nicht realistisch Kampagnen machen, die wohl hart sind, wo dann nicht lächerlich wirken. Wir haben ganz andere Moyen. Das kann ja nicht einfach so improvisieren. Wenn ihn immer überall nicht mehr schockiert wird, dann hält ihn das auch nicht mehr vor. Und dafür probieren wir, dort zu alternieren. Wir hatten auch schon Kampagnen mit einem blutigen Kannergesicht, wo stehen, das bei 50 km/h gesagt, das kann so aus, wenn er in einem Kannersitz sitzt. Also wir hatten auch schon mehr Raukampagnen. Du kannst so Videos, wo den dann Kreuzer gesagt und der Straße etwas, da könnten wir richtig Leute drin. Zum Beispiel beim zweiten Film, wen alles betroffen ist, sind Polizisten, das Mom, sind auch alle die am Auto selber dran sind, das heißt, dass in der Besuch gefahren ist, dann ist aber du nur in all die Jahren auch du verletzt. Et weh sehen die Sachen, dass sie nicht soll trinken oder dass sie soll aufpassen, wenn ich fährt. Das weh sehen. Mit das aber wichtig fand ich, dass ihn da trotzdem immer daran erinnert wird. Wenn der selber die Reklame sieht an Lehrer der Apps, also da bringt das wirklich zum Nachdenken. Das bringt mir etwas, weil eben so realitätsgetreu durchgestellt ist, dass es mich auch bewegt hat, wenn ich die Mom gesehen habe, wenn ich die ganze Lied gesehen habe, den dadurch entstanden ist, dass die paar Leute getrunken haben. Die anderen bleiben einem schon am Kopf, die sie wichtig, also die sind witzig und irgendwie original, eine flotte Idee. Aber das andere bewegt den Menschen mehr dazu, so seinem Verhalten zu anderen, weil so etwas Witziges mit dem Hund, was aber auch flott gemacht ist natürlich.
Et geht net nëmme Kampagnen ze starten an Reklammen zu drehen, déi géint Fites an Alkohol an Verkeier aufschrecken sollten. Dëfir gët de Luzanter 15 Joer heit zu Kolmer Bierchte Faserscheitstraining. Bei mir ass den Herr Panacci, den Direktor vum Centre de Formation pour Conducteur. Herr Panacci, als alleréich mo direkt eng perélech froh, wann eso Kampagne gesit, si de nach perélech betraff, si de nach schockéiert, wann ihr wirklich d'Accidenter gesit. Ich mein kind Trump fir Leiit ze schockieren. Das war ganz fichte, dat in die Kampagne mcht. immer im Leiit hun erinnert, dat de Code la Route gëtt, dat Autofuhren geféierlech ass, dat soll seg Responsabiltäit die verhoelen. All die Sache sollen Leiit schon run erinnert gin, an dofir sind die Kampagnen awer eure Mast. Heilo zu Kolmabierch, wat leeren Veranfänger Heilo sitzt. Ich meine, das Allerwichtigste ist, dass man ihnen beibringen, dass sie responsabel sich am Verkehr beholen. Und das machen wir dadurch, dass wir sie an kritische Situationen bringen, dass wir ihnen weisen, wie gefährlich Twitter ist, dass sie einfach probieren, aus den gefährlichen Situationen rauszubleiben. Das heißt bei uns, lernen durch Erleben, geht nicht nur, dass ein Computer gesinnt zu oder ein gerechen zu, aber soll ihn selber erlebt tun. Stay out of trouble, don't get out of trouble. Da kommen dat hier Jener Sachen, die morgen Ruschwätzen, das Alkohol, Drogen, Middigkeit seng für die Sachen, die als besonders bei den jungen Fuhrer immens Mo leid, weil sie haut ganz spät rausgehen. Ich muss 5-6 Sauer heimfuhren, da bald 24 Stunden opsinn. Das heißt, da brauche ich keine Droge geholt zu, auch kein Alkohol getrunken zu, für anzuschlafen. An all die Sachen schwätzen wir hin und hätte gerne, dass sie einfach sich stets bewusst sind und einfach mehr responsabel fuhren. Allen enke de Frontalquercher wie as fir dech verlaf? Ass den wann den Pakt brutal fir dech oder wat dabei gefilt? Also miss dann dabei zommer fir spür wie das das fi schlimm, weil das rische Kur geht an Hal und spezifik de Sicherheitskuch den am Hals zo zit. Also schon schwach. Können ja enke kurz die verschiedene Stationen Min bringen? Ja, es geht mo ist, dass man den Leiit weisen und den Jungen der Part weis wie rich am Auto sitzt, dat doch zur Sicherheit kann beibro wie se Gurten nun dat den nun deet. An dann fuhr mal kleines Slalom, da das ganz wichtig zu gucken, wohin guckt, wann der Stroß fährt. Und da geht es direkt um Bremsen. Beim Bremsen ist es so, dass ihr den Bremsfee Quadrat von der Geschwindigkeit an Blut geht. Das heißt, wenn den Dürbel so sehr fährt, dass der Bremsfee der Feiermol so groß geht, das heißt, das dürfen sie noch selber probieren. Dann weisen wir dass den ausweichen, dass das bald nie geht, dann immer den besten Reflex am Anfang hast, von dem so Stroß könnt ihr den direkt einfach muss eng Vollbremsung machen. Dann haben wir aber den am Hintergrund gesagt, Schleiderplack, das einfach für den Jungen zu weisen, dass wenn ihr ein Schleider könnt, nicht mehr kann machen. Du hast machtlos, du gehst meistens nicht mehr etwas, was Formel 1 Piloten noch machen, voll auf Bremse, probieren stehen zu bleiben, so einfach, so schnell wie es geht, und dann immer im Fitness ans Spiel bringen, dann immer die Responsabilität. Das sind die Sachen, die wir halt probieren, an dem Tag praktisch und theoretisch über die Bühne zu kriegen. Wenn ihr all die Leute, die schon für enger 15 Jahre den Führerschein gemacht haben, auch ging auf den Kolmer Birch an den Fahrsicherheitstraining checken, ging das etwas bringen, für die Straße mehr sicher zu machen? Das schwerste Element in einem Auto ist immer der Chauffeur. An dem Sinn wäre es schon gut, wenn das hier vielleicht ein gibt. Verschiedene Leute verstehen es vielleicht besser, wenn sie ein gesehen nicht wie ihr richtig bremst, aber dass sie nicht gebremst kriegen, wenn sie zu sehr fahren. Du bist gerade fertig schreiben am Fahrsicherheitstraining zu Kolmer Birch. Was hast du dabei gelernt? Ja, also halt Situationen, die vielleicht könnte vorkommen am Wand, am Schnee oder wenn es viel regnet, also das auch an der Weise vielleicht besser wie reagieren sollte an einer Notsituation. Was nicht erstaunt, wie hilflos du am Auto hast, wie zum Beispiel die engen Station, wo ein Plackkanne in den Auto gedreht wird, dass du nichts kannst machen? Ja, am Anfang schon, weil sogar wenn ich da wieder gedreht und das am Anfang den Auto hat die ganze Zeit so Pirouette gemacht. Aber es war am Anfang witzig, weil mir eben wusste, was dabei so könnte, aber es war auch nicht so witzig, wenn das in Wirklichkeit geschehen. Tamara, meinst du, dass es Dinge viel besser am Verkehr zu beurteilen? Also ich meine schon, weil auch wenn einem das persönlich nicht geschieht, du warst aber ein Kehr auf unserem Auto dran und du siehst, wie das geschieht und wie das sich auffühlt. Und ich gebe so, und das gibt aber das Gefühl von Angst zu wissen, dass du die Kontrolle über das Auto verlieren kannst und du weißt, besser auf der Straße aufpassen kannst. Sécurité routière mischt Kampagnen, die weisen, wie am Verkehr kennt, scheinst du ausgehen. Hilft das bei euch? Ich weiß das, also ich fand es hilft mehr, wenn man so weiss, dass Accidenten geschieht sind, zum Beispiel mit Jungen, dass man da mehr so geschockt ist, wie einfach so Kampagnen von nicht mal persönlich. Ob welche Manier kriegt der Feedback, ob Kampagne speziell bei uns Jungen ankommen? Also mir kriege schon Feedback, auch wie ich so, dass die Jungen
lieber hun van dat bisschen mir brutal mir explizit mir Schockbilder sind. Das ist auch normal, dass ein junger Mensch op einer Sache sensibel ist, wie zum Beispiel Eltern, die mit junge Kanner am Auto fuhren. Wir sind noch heute in einer Welt, wo jeder auf YouTube die schroste Sache sowieso schon kann gucken bei Autosaccidenten. Ob mir lograt die sind, die Lodo noch müssen noch eins draufsetzen, chronisch mich, wir probieren dort ein Equilibrium zu finden, was eben die verschiedenen Gruppen an unserer Gesellschaft ausschwärzt. Herr Panacci, diese Fahrsicherheitstraining zu Kolmar-Berg geht los schon 15 Jahre. Seht ihr persönlich eine Verbesserung am Straßenverkehr? Ja, ich meine, wenn ich die Statistik guckt, allgemein muss ich sagen, dass man 1970 hatte man 132 Todescher an einem Jahr. Und letztes Jahr hatte man dann nach 32. Das heißt, wir haben heute 100 Todescher Männer wie nach 40 Jahren. Die Vitesse sind aufgesagt, die Autos sind besser, die Kontrolle sind mehr stark, die Sicherheitsgurten, Handen auf 4, all die Sachen dabei gedroht. Und wir hoffen noch, dass die Jungheit gelehrt und dass doch dazu beigetragen hat. Es sind immer Jugend von Haut, das wären lauter schlimmer. Ist das nicht, dass wir heutzutage besser abgeklärt sind, was die Vitesse anbelangt, was den Alkohol anbelangt? Die Jungen, die trinken zwar auch nach, die noch vielleicht haut mehr Drogen wie früher, aber auf der anderen Seite organisieren sich aber viel besser. Wenn sie rausgehen, haben sie meistens einen, den aber nicht trinkt, an den hält dann die anderen matt oder sie holen den Late-Night-Bus. Also einfach die Jungmengen sind halt fahren viel mehr bewusst Auto. Im Großen und Ganzen muss ich einfach so verhöhlen die jüngste Haut am Verkehr mindestens so gut, wenn nicht besser, wie 34, 40 Jahre. Jesse, du hast noch nicht den Führerschein. Wie kann du wenigstens und Reklamen etwas anderes auf dich? Nee, am Anfang nicht, weil das bleibt immer dynamisch. Auch wenn ich den Führerschein hat, das sind dynamische Spieler, das sind immer Jugendliche, die Alkohol trinken, die sich amüsieren und dann eben Accident tun. Ich fand, muss sich auch als Beifahrer bewusst sein, dass sie durch sein Verhalten auch devofiert beeinflusst und muss noch Respekt tun dafür drunter an der wenn die auch nicht steuern. Die hat schon alle den Führerschein. Wie behält die erst, wenn der rausgeht? Also wenn ich fahre, dann trinke ich prinzipiell nicht, weil ich auch viele am Film gesehen, dass ich noch schuld, was die anderen sich verletzen. Schon vu Meer aus relativ größer Respekt für Alkohol an es sind noch kind es sind noch Mädchen dat wat ubit zu fuhr, wo man rausgehen, weil ich genau weiß, dass ich schnell trinke. Mach man prinzipiell so, wenn ich Info invitiert gehen op Geburtstag oder ob ich eng Feier da stand direkt am Ufang gleich Champes oder wie einfach im Mini eng Bayer also dann trinken und dann werd dem Ofen dann bei der Cola bleiben oder beim Wasser. Also wann ich rausgehen, dann trinken ich prinzipiell gar nicht.